Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup! dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Moin und herzlich willkommen für die Dezember-Edition vom Minette Mashup. Es sind die Jan von der Minette Biosphäre, es sind aber ein Kind mit der Lang, haut bei Marike vom Museum von der Erbisch. Guten Morgen! Und Maria vom CNCI. Guten Morgen! Natürlich schon mal da noch haudere gercht, ma eher mal bei D kommen, just noch ganz kurz Hashtag Minette Mashup, du fandreise an die sozialen Medien, an mit dem Hashtag fandert der Podcast auf alle gängige Podcast-Plattformen. Am besten abonnieren darin, weil da verpasst ihr keine Episode, und der kriegt immer mitgedeelt, wann die nächsten Episode bis du hast. Da kommen wir aber nur bei sein Video von Haut. Du schwätzt mal Haut, man, du Demut vom Ferroforum. Moin, du. Moin! Merci, dass du der Zeit hältst, für ein bisschen mit uns zu puttern. Haut, wir schwätzen über dich, dein beruflicher Parcours. Das möchte Marika noch ein paar Minuten. Wir schwätzen über den Stellenwert von der Industriekultur und Metze Schmelz. Das möchte Maria haben. Und wir schwätzen aber auch über den Minette an dein Engagement beim Ferroforum. Und ich ging proposieren, dass wir da aufhängen. Vielleicht mal für all die das Ferroforum nicht sollte kennen, der geht da vielleicht noch ein paar. Wen oder was sie da? Ferroforum ist eine ASBL, die in der 5 Jahren auf der Metze Schmelz aktiv ist. Graf, Hauptthematik aus Industriepatrimoine. Das heißt, wir sind hier am Zentralatelier von der Freira Schmelz Esch Schöffling. Und wir haben ein Projekt hier installiert, wo es eigentlich als für darum geht, die ganze Industriekultur, die über 150 Jahre lang den Minette an die Region geprägt hat, irgendwo festzuhalten, der einen Platz zu geben, dass die ganzen Geschichten, die früher daheim gezählt wurden, bei den von den Monien, von den Pappen, von den Bopen, dass die irgendwo hier Platz fanden. Also dass sie erhalten bleiben. Dass sie erhalten bleiben und dass sie können weitergezählt werden von allem. Und dass die nächsten Generationen von Anwohner auch von diesem Sitz, mehr aber auch allgemein von den Gemeinden rundherum, ein Achse haben auf den Heritage, den leider, das ist eine Diskussion, den nur verschwindet, den mit all Arbeiter, den stirbt, mit all Erinnerungen verloren. Voilà, die verschwindet, sind einfach ganze Geschichten, die nicht mehr gibt. Es ist das Expertise, die verschwindet, die heute zu Lützeburg wirklich ganz, auf ganz höchstem Level geführt auf an die, voilà, die logisch schon nicht mehr ein Teil von unserer Geschichte, das wollen wir das nicht festhalten inzwischen. Der hat als SBL-Mengen auch irgendwo erst 2022 Tür von der europäischen Kulturhauptstadt so als Katalysator können benutzen, für so richtig zu lancieren. Ja, genau. Wir hatten 2022 als Ouverture. Nun 2020 angefangen und 2019 haben wir uns gegründet. 2020 haben wir ganz haben am Atelier angefangen mit Kehren, zu einer Handvoll. Hat aber Schiedfriesing gebiest. Ja. Da hat man genug dabei, der stimmt noch genug herunter. Das Ganze war ein ziemlich wüsten Zustand. Mit da können wir vielleicht nur ein bisschen mehr auf den Lieu gehen. Voilà, an 22 hatten wir eng Ouverture und das Ganze war, wir waren nicht direkte Projekt erst 22, wir waren indirekt durch eng Boursière kulturell, die wir von der Œuvre kruten, wo erst 22 sich mit finanziert wird. Da waren wir Beneficiär und das war eigentlich als Startkapital für die Projekte zu lancieren. Du hast noch einmal eine Miniaturhegehöfe geschafft, die und einer Kamelle Schmelz und genau. einem Modell von einem Walzweg geschmeckt, das von Dave verdient. Ja, Greistroß von Carlo Pauli, der das von unseren Membern, den an seiner Pension angefangen hat, Holzmodelle zu bauen. Und irgendwann, hier war Meister auf der Greistroß zu Dave verdient, sein Leben lang an Formation einfach Charpentier. Und da hat nun angefangen, am Holz so ein Modell von der Greistroß zu bauen. Und da tun wir auch rekuperiert, das stellt nicht aus. Für Schulklassen ist das wirklich fantastisch. Überhaupt für Leute ein bisschen den Prozess zu erklären, das ist wirklich ganz anschaulich. Effektiv dann Kamelle Schmelz zum Trixie Weiß, das war auch am Anfang ein gemeinsames Projekt, wo wir Trixie Ferroforum zusammen als etabliert tun. Wir feiern heute sich
wann die Kamalschmalz gefolgt das von unserer Equipe wo dat gefolgt dat die Leute ugeleiert gehen zu wissen wie das geht bis méi wat die ganz kamelle Schmelz wann der Welt am Podcast Nummer 31 steht vom Mond November mam Trixi da hat man nämlich auch bis cool. am Detail iwwer kamelle Schmelz schon geschwert zu wie viel Leute sie da dann haut am Ferroforum wie viel Aktivmemberen an wie viel Unterstützer oder mir sie für allem unterstütze das ziemlich graf das lo du muss ich weit ausholen weil wir hun relativ viele Unterstützer also vorbei sind so Care-Equipe aus eng also CA den dat ganze die ganze Strategie am Arbeit an Matt décidéiert an dann haben wir eine Equipe von der Administrativleute die de Boutique feieren wann so die den dachtägische Business hun eben am Griff hun dat sie feier Leute die für 20 Stunden woch schaffen das den mich feinen den Koordination möchte von dem ganzen Sandy Artuso wat sich mehr um den administrativen finanzielle Wolle bekümmert ich machen Kommunikation Strategiearbecht an dann hummer den Arno Sauer der das ein Historiker den Lo diesem Jahr dabei ist bei der Equipe an den die ganz Ressourcerie die ganzen Deel Archiven betreibt. Das ist ja eine wichtige Wolle op dem man mich später noch zur Schweizer kommen op Ressourcerie die da abgebaut hat schon aber noch ganz wichtigen Deel vergiss an der Equipe dat sind als Benevol 20 eng 20 Benevol die am moment 2 woch ganz aktiv an dem Atelier schaffen an die ganze Projekt opbauen dat ist das enorm viel Arbeit an dem Atelier zu leisten an dat geht zu 100% von Eisen Benevole gestemmt die eng enorm Arbeit leisten also das eigentlich als Basis wo alles Druck beruht an die sind noch die Benevole die sind auch die noch Alter genau eng ganz bunt gemischten Equipe dat geht von 17 18 bis mit 70 genannt net von einem ältesten aktive Member mit sie noch von allen Horizontalleiter dabei das heißt, du gehst Akademiker du gehst Handwerker du gehst Schüler Studenten das wirklich von wirklich durch gut durchfuhr und das ist eigentlich so ein wie soll ich so ein klangen eng vier Bild wie wir also Projekt allgemein auch an Zukunft wollen aufbauen dass das wirklich wir wollen an all Sparten und all Populationsschichten rumkommen mit diesem Projekt weil man eben gerade die Transmission als Hauptuleis ist und die muss an alle Schichten passieren die muss an allen Bereichen passieren wo jeder für ihn sich angesprochen fühlt wenn er rauskommt er versteht okay, Highline als Racinen, High als der Gegend, dat du so wird das freie High funktioniert. Und dafür sind wir immens froh, dass wir eben auch los auf Pferde springen, die durch Wurzeln an bunt gemischten Equipe los schon zu holen. Also so ein bisschen Transversalität dran zu bringen Absolut, an der Branche. Du sollst für Leute, die halb die Schei schaffen, eine Equipe von rund 20 Benevolen, die 2 Mal an der Woche sind. Das muss auch irgendwie finanziert gehen. Finanziert der über Daten, finanziert der über Partizipation von den 2 Gemengen, ob denen hier ein Terrain mehr zu Schmelz leid oder ein Finanzement von der ÖVR oder von so einer Institution, dem Kulturministerium oder so. Wir haben aktuell die 2 Konventionen mit den 2 Gemengen, Esch und Schöffling. Das waren eigentlich Mathe-Övre, die echt, die uns unterstützt haben. Die uns gelebt haben. Genau, die uns von Anfang an wirklich Mathe geholfen und das Ganze abrichten, aufbauen. Lomert sind da 2 Jahre auch eine Konvention mit dem Kulturministerium, die auch wirklich begeistert sind vom Projekt. Wir hatten letztes Jahr am Dezember für Saint-Éloi war den Herr Thiel von seiner ersten Sortie, wo er an seinem Amt gemacht hat, war hier bei Saint-Éloi zu kommen. Und er war wirklich ungeduldig vom Projekt an. Hat er auch am Sommer konfirmiert, dass er es wirklich unterstützen und dem Projekt leben. Da sind wir ganz zuversichtlich, dass das Frieden dreht. Und dann haben wir ja auch mit der Övre aktuell nach eine Konvention, wo sich ein Teil von unserem Projekt, das ist die Ressourcerie, die Archiven, nach spezifisch von der Övre unterstützt gehen.
Wir sind auch konstant am Gange Projekte auszuschaffen, wo man dann bei der Övre erreicht, für bis mich so punktuell Finanzmenter zu kreieren. Genau. Und dann kommen natürlich auch Donen dabei von unseren Unterstützer. Wir haben Agora, Proprietär vom Lieu, die uns die Halle für nichts zur Verfügung stellen, ob die nächsten 5 Jahre. Das sind alles Elemente, die wirklich enorm wichtig sind an unserem Funktionament. Wenn es der Marschespreis Loyer mis bezahlen, das ist ein Riesenhall. Da kommen wir schwätzen mal ein bisschen über den Platz, wo wir sind. Location vom Moment. Du hast hier drunter gesagt, wir sind am Zentralatelier von der Allerschmelz Schöffling. Beschreib uns den Atelier ein bisschen. Das ist ein Gebäude von 1913. Es wird der Surface rund 3000 Quadratmeter Bodensurface. Das ist ein relativ großes Gebäude, das ein bisschen einer Kathedral ähnelt, von den Banden dran an der Mitte steht. Das ist so ein Mittelschiff, das relativ hoch an die Luft geht, an der mit seitlichen 2 Etagen. Das Ganze also eine typische Architektur vom Industriearchitektur vom Anfang 20. Jahrhundert. Und es hat einfach enorme Charme. Also das ist ein Lieu, den die meisten Leute und vibrieren kriegt. Schon wenig Leute gesehen, schon dazu auch der, die nicht begeistert waren von der Platz, die nicht wirklich verstehen, was wir hier machen. Aber sie sind ganz rar. Und die meisten Leute, die hier kommen, sie wird Publik, sie wird Visiteuren, Leute, die man da zusammen wollen schaffen, die das für dich gesehen, denen blinken gucken, meistens. Und noch Leute, wo wir waren zum Beispiel beim Edukationsministerium, da haben wir eine Entrevue bei ihnen an dem Büro und haben also ein Projekt vorgestellt, als einen Entwicklungsplan. Und die waren am Anfang so, ja, okay, flott, schön, gut, wir kommen dann gleich gucken. Und war aber alles noch relativ sachlichem Niveau. Und da, wo sie bis hier rankommen, du warst so, okay, right. Lo verstehen wir, dass es hier geht, aber das ist einfach die Atmosphäre, die hier banden ist, die Partien, die Raum, die Halle zählt enorm viel Geschichte noch immer. Voilà. Das ein bisschen die Geschichte vom Zentralatelier, das war eigentlich die Zentralplatz von der Schmalz, wo alle Sachen fabriziert wurden. Das war ein bisschen so das Herz von der Schmalz. Hier waren eine ganze Gruppe Corps de Métier, die hier vertraut waren, die hier geschafft haben an dem Zentralatelier am Anfang. Das Schwarzlowik von den Anfang 20. Jahrhundert, da waren Schreiner, da waren natürlich Metallarbeiter, da goufen Walze gedreht, da goufen war Sattelwickler hier, also für Ankerwickler, Södler an Ankerwickler. Ich kriege eine Patte geklappt, wenn ich das falsch. Das ist nicht so mein Spezialgebiet. Voilà, es waren ganz viele Corps de Métier und goufen ein Lehrboot hier. Das ist hier goufen also sich auch Darbeiter ausgebildet, die hier noch engagiert goufen. Die goufet ja am Anfang so an Altschmelz die Leierboot an die Zentralatelier den Zentralatelier zu déi verdingers zum 1535 gin Dir huet haier Platz fand fir Jeche auszubreden an de huet noch die fantastische grosse Kran die an der Halle ass. Ja. Dat wat mech alkies begecht dat wann Schreier rakommen. Ja, das wunderschön Steck. Dat auch mat geschützt, das natürlich Tal das Denkmal geschützt. An den as auch freier als der Kran, du gehst einen großen Klapp op Ende von der Halle, du kannst einen riesen Garagen dir opklappen. Und da fährt der Kran theoretisch freier als den dann über die ganzen Havre war bis an die nächste Halle rangefahren, wo den Zentralmagazin war. Das ist Heigof geschafft, du war Material stockiert. Und die Kran hat du sich Sachen hin und her geschläft. Und wenn die Klappen du von der Halle op möchte, das ist noch ein ganz ein Spektakel. Ich hoffe, dass wir das können präservieren, genau, ja. Hat dann als Ferroforum eng Garantie derfen heize bleiben, wann de Sit an den nächste Jahre no gefangen gëtt vun der Agora an den Wunliefschaff Cartier vun Äger vu Schöffling transforméiert ze ginn? Eng Garantie hu man net. Wir hunn am Moment Situationun, dass man können op die nächsten 5 Jahre vun Agora aus high bleiben. Eng Konvention Martine signiert das Jahr. An denen 5 Jahre, das also die Zeitfenster, wo wir muss gucken, Partner zu finden, die wollen sind, die Projekt Heimat zu drohen, wir mussten eigentlich auf sich gehen, einen neuen Proprietär.
für die Highlights zu verholen, an den dann auch natürlich als Projekt mit unterstützt, weil mir Vokation und Langfristigkeit zu bleiben, weil die Mission halt nicht fertig ist, war bis die Karte aufgeschlossen ist, aber au contraire, darum geht, dass man auch dann, was bis heute Highlight wohnen, die neue Karte entsteht, weiterhin die Geschichte können zählen. Das ist eine Garantie, haben wir im Moment nicht. Und wir sind eben am Gange, darunter zu schaffen, an dem wir einen Entwicklungsplan auf die Beine haben, und das ist im Jahr auch den sich als Vision so klar wie möglich durchstellt, für das man als Chance vergrößern für Leute zu überzeugen, mit da das ist eine Sorte Guideline, also für genau. Und auch für anderen. Also ja, genau, das für das einer eventuell potenziell Partner auch einfach verstehen, was man will tun, was wollen aus von dem Projekt, was Drehschweit auch aus, weil das wirklich ein ganz vielschichtiges Projekt. Und das ist nicht immer direkt zu verstehen, natürlich. Das seht ihr noch, das kann ich auch nicht an 3 Sätzen erklären. Und dafür haben wir eben über die letzten 3 Jahre mehr gemacht, einen Entwicklungsplan auf den zu setzen, wo ein Businessplan dabei ist, wo man mal den Architekt zusammen geschafft haben, den Erfahrung hat, wie man so allen Hallen einzugehen, Carvalho Architekt, die auch schon 1535 an ihrem Dossier haben, an die es wirklich konnten helfen, eng so klar wie möglich Vision von was das, ob es durch könnt, was für die Partner durch könnt, können durchzustellen und das zu verbalisieren. Weil wenn hier rundherum von erneuert wird, beigebaut wird, teilweise aufgerappt wird, auch muss Tal, also für ihr das Tal ja auch einen zentralen Punkt. Das Tal muss stehen bleiben. Sie ist geschützt, das ist an dem Sinn denkmalgeschützt, an dem Sinn, dass sie sowieso also klar, dass sie wird stehen bleiben und das nicht im Tal, jetzt sind nur noch 23 andere Gebäude rum, die denkmalgeschützt sind. Das heißt, auf diesem Site ist definitiv ein neuer Moment, wie man so Sitten umgegangen geht, par rapport zu Bellwald zum Beispiel, wo relativ... Ja, du hast die Partizipation, die ist ein ganz wichtiges Element. Also das Leute auch matt schwätzen können, auch matt desiderieren. Ja. Also das ist wirklich ja, ganz genau. innovativ. Ja. Absolut. Ich meine, da sind wir auch an einer Etude de Vocation mit Agora invitiert gehen für auch die Evaluierungen. Auch zusammen geschafft. Also genau. Das war wirklich super, ja. dass man da gefragt wird und auch Ideen rangehen können. Ja, ja, voilà. Ich meine, du hast CNCI genauso ein wichtiger Partner. Und das meine ich schon einfach ein Zeichen, dass, voilà, dass den Usatz anders das gehandelt wird. Wie, ja. Du hast schon ganz viele Sachen gezählt, die ich dir frohen wollte. Das ist ja auch ganz gut so. Kannst du, also die Vergangenheit haben wir ein bisschen geschwart, also was das für drin war, und du für Zukunft, was ist den Idealfall für euch? Also wenn du dich in der Zukunft projizierst als Ferroforum, das würde mich interessieren. Oder Eis, ja. Zu summen. Ich denke, für Eis, also als Best Case wäre, dass man hier an 30 Jahren, wenn die Karte bis lebt, vibriert, dass wir hier einen zentralen Pol kulturell können sehen, wo sich nicht nur mir ein Platz an dem Gebäude holen, respektive auch an dem Gebäude, soll ja laut Masterplan nach ein Gebäude gesagt gehen, ein neues Gebäude. Wo wir uns eigentlich vorstellen, dass das großes Element geht, wo es den Industriepatrimoine geht, wo es Thematik Handwerk geht, wo ein Atelier ist, der weiter funktioniert, wo Expo sind, wo Leute an den Kaffee können kommen, wo ein Stroß, auf der anderen Seite von der Halle ist, nämlich die Stroß, die geht von Schöffling auf Asch, lernst du Bâtiment 4. Das ist für uns ganz klar eine Vision von einer lieblichen Stroß, wo vis-à-vis kleine Commerce dran sind, wo Terrassen sind, wo Passage, also wo die Leute einfach zu Fuß an einem Velo können durch, wo wir einfach können eine zentrale Rolle spielen für die Patrimoine, die Geschichten, das ganze Wissen können weiterzugehen, die Transmission weiterzumachen an den Leuten, die hier sich etablieren, die hier schaffen, die hier leben, die Geschichten zugänglich machen, an denen auch ermöglichen, die Kuh sich hier zu verwurzeln. Das geht ja just, wenn ihn an einem Quartier lebt, genau, wo ihn versteht, wo ihn sich
wohin sich verbunden fühlt mit der Vergangenheit vom Milieu, mit auch den anderen Leuten, die da leben, die all dieselbe Geschichte die Kuh können machen, sich unegnen. Ja. Und geht es auch andere Gebäude, die dir vorstellt, dass sie zusammen mit ihr also kommunizieren oder andere Ideen oder vielleicht ein bisschen zählen? Ganz klar, zum Beispiel das Schmelzerbester Museum, eine Assoziation, die auch hier im Sitz schon 4 war, die auch eine wunderbare Arbeit gemacht haben, an dem sie wirklich die erste Sammlung überhaupt etabliert haben. Die haben eine enorme Sammlung von ganz wertvollen Sachen, was die effektiv die Schmelz haben. Ja, das ist wirklich interessant. Also die haben das alles gewiesen. Ja. Aber wir geben uns ganz gerne mit ihnen zusammen schaffen und gucken, weil wir ergänzen uns wirklich. Wir haben zwar auch ein Archiv auf unserer Seite. Sie haben ein Archiv, das heißt, du kannst in erstens mal Sachen zusammen packen, also du können wir gemeinsam an eine Richtung ziehen. Die Synergien bünden. Ja, genau. Und aber auch als ergänzen, weil wie das sie sich ein bisschen mehr auf den musealen Volley spezialisieren, und mir ein bisschen mehr auf den aktiven Ateliers Volley, wo wirklich Künstlerresidenzen können stattfinden, wo wo Projekte gemacht gehen, wo gegossen wird, wo geschmiedet wird, wo man effektiv den handwerklichen Wolle noch zusätzlich aufdecken. Das ist wir können wirklich alles ergänzen an dem Sinn. Das wäre so von unseren Hauptpartner für die Zukunft. Und dann eben noch zu gucken, was sonst noch an Esch von Interessevereinen sind. Les Amis de l'Histoire de Esch zum Beispiel, die sich auch nur in einem Lieu. Dass ihr vielleicht irgendwie guckt, für do, aber auch hier im Sitz. Das war also ein Gesamtkonzept, also ein bisschen auch für den Süden. Also da sind wir auch am Gang, da zu gucken, was können wir da machen und was vertreten auch, also den Sitz. Ja. Aschermusee, das Sportmusee, da geht da pur. Also ja, dass man da wirklich ein Konzept, also von dem Ganzen auch ein bisschen noch guckt an Zukunft oder genau, dass sie nicht sinnvoll ausschafft. Ja. Also das ist für uns ganz klar, dass wir nicht wollen hier allein auf dieser Inselchen und unserem Atelier sitzen. Wir wollen als deren abmachen, wir wollen mit Partnern zusammen schaffen, wir wollen Synergie kreieren. Es geht also nicht darum, Eis. Es geht also auch um Leben. Es geht um Leben, um die ganze Geschichte. An mir ist just ein ganz kleiner Maillon von der 150 Jahre Industriegeschichte, die hier gelaufen ist. Und wir probieren als Best für die Transmission zu machen, für das abzumachen. Natürlich den Atelier gesehen, mir auf alle Fall als mit den Tieren groß oben und außen und um Kartier rundherum. Ja, die dann wie so eine Sonne, die hat Rayon, also genau. Rayon. Voilà, ja. Gut, das merkt ihr ja auch, dass Evenement ein bisschen, also die schwätzt Leute dass die sind populär gehen, es geht für Forum noch gar nicht so lange. Merkt ihr einfach, dass irgendwie dass das ein Nische aus, die ganz schnell kann wüssten auch. Ja, ich meine, das ist schon ein Verständnis, du hast noch ein Demand bei den Leuten rundherum, von Erger, von Schöfflingen, und überhaupt auch, ich habe noch viele Leute, die aus der Stadt kommen, und Touristen, die kommen, das fängt ein bisschen mehr, sich immer mehr bunt zu mischen, die Publik, die oder du schon antizipiert, wann he bis wirklich leben aus, weil den Moment musst du ja wahrscheinlich auch irgendwo fix Krinoen errichten, wo du da wirklich siehst, hey, du siehst alle willkommen. Oder aus dir quasi immer. Ich denke, also echt wird sich so entwickeln, dass es verschiedene Zonen am Ort liegt. Zum Beispiel die Buvette, die soll definitiv nur draußen auf der Straße absehen. Das soll ein Kaffee gehen, den immer oben ist, wo immer Achse ist. Aber einfach mal eine Transparenz, visueller Transparenz zum Atelier hin, dass ihr gesagt, wann du geschafft wird, aber dass ihr nicht unbedingt einen direkten Achse hat, ob das liegt, natürlich. Da sind Plätze, da sind Lühen, Äcker, die gefährlich sind, wo nicht, wo das Publikum nicht zu sichern hat, weil da Maschinen stehen und so weiter. Das heißt, das muss ganz klar physisch aufgetrennt sein, mit die also aber trotzdem, da sind ein visuell... Ja, und Publik und auch, dass die Leute auch gesehen, was ihr da bannen möchtet. Genau, und dass sie auch andere weggehen und die möchte auch, also... Die hat im immateriellen Erben Sensibilisierung an Promotion, können da vielleicht über die handwerkspädagogische Aktivitäten also ein bisschen zählen. Was die handwerklichen Aktivitäten anbelangt, da sind wir effektiv am Moment am Gangen
so Testworkshops zu machen. Das ist einerseits, zum Beispiel am Sommer hatten wir am CNCI zusammen mit Minischmelz, da waren eine Gruppe von Kanner, waren einer ein bisschen Schweißen, an Schleifen, an Klappen, Hummern kommen. Richtig geschafft. Genau, sie waren alle am kleinen Blumen und hatten hier Masken und Kasken auf und sie waren ganz begeistert. Das sind aber im Moment nach echt so Tests-Runs, die wir machen, mit kleinen Gruppen, die ganz klar enkadriert sind. Das sieht also im Moment nach so Publikum. Das heißt, wir haben ein Problem von Accessibilität. Das muss immer, das bedarf immer einer ganzen Organisation, wenn wir Gruppen hier ranholen. Dafür ist das nach einem Moment echt eine Phase, wo wir das testen. Und auch was Sicherheit anbelangt, an Pollution. Wir haben auch immer relativ viel Stöps am Atelier. Das sind Sachen, die sind all Mond besser, weil permanent geschafft, gekehrt, geputzt, gerammt, abgerichtet wird, sekurisiert wird. Mit das eine Sache, die en cours ist. Mit der Tischsteuers, du sollst für 300 Herrlers von 1913, das bis 2013 ungefähr geschafft gehen. Der Tischsteuer ist 100 Jahre lang geschafft gehen, dann später sind die Lache gelost gehen oder wie. Wenn man nachher mal den Dreck rausgeht von dem. Ja, ich meine, den Dreck aus viel und allem entstanden an den 10 Jahren, wo es brach lag. Weil du einfach gut nicht geschieht hast. Genau. Du das ganz mal sich durch die Fichtigkeit hat sich ganz viel zersaht. Das ist sich noch ganz viel von der Charbon darauf gefallen kommen. Da haben wir ein Problem von Blei, also du siehst wirklich, das war doch am 1535 am Anfang hat müssen passieren. Du musst einfach ganz viel Assainissement passieren. Bis wir auch du auf dem Level an den Normen sind, bis du kann nur durchgehen, für wirklich konstant Gruppen für Formationen ranzuholen. Ja. Dafür machen wir da eben das ist ja just die Idee, dass ihr das machen wollt. Also absolut. Wir machen eben auch so klein, das nicht, dass wir das gut nicht machen, wir machen so kleine Testruns, wo wir einfach Erfahrungen sammeln. Weil das wichtig ist, für auch können zu wissen, wie wir an Zukunft tun diese auch. Und noch wer du könnt. Ja, genau. Ja. Was funktioniert, was nicht funktioniert. Ja. Die hat auch noch eine andere Sache, die Ressourcerie. Ja. Das wäre vielleicht, wenn du auch etwas erzählen kannst. Ja, als Ressourcerie, das ein von unseren drei Wollen, also wo die ganze Projekt drauf lascht. Das ist eigentlich die Ressourcerie, eigentlich den Atelier, den aktiven Atelier mit den Maschinen, wo alles von Ranoven bis hoffentlich ein 3D-Print kann Metall verarbeitet gehen. Und dann haben wir noch die ganze kulturelle Programmation. Ja. Das sind so die 3 Hauptstandbeine. Und dann für mich spezifisch auf die Ressourcerie anzugehen, geht es sich um ein Archiv, wo man sowohl Dokumente sammeln wie Literatur, Fotos vom Site, von der Aktivität, von der Siderurgie, aber auch am Allgemeinen, auch technisch Magazinen und so weiter, wo einfach wo man wollen eine Kollektion absetzen, woher nur Chercheure können Informationen finden zu der Geschichte, zu den Technologien, voilà. Und dann haben wir eben neben dem ganzen Bayer-Archiv auch noch ein Materialarchiv. Ganz schöne Kollektionen. Genau, da haben wir auch die ersten Jahre für allem ganz viel gesammelt Site. Wir haben die Zeit haben wir regelmäßig so Sortien auf der Site gemacht. Am Winter um das Zeit dann mit Kapluten sind wir diese Kamionetten aussammeln gegangen. Von Schrauben, Echantillon, was nach der Luch von den gewaltsten Elementen und all mögliche Sachen gesammelt, die irgendeine Geschichte konnten zählen. Und die haben wir an unserem Käfig. Das heißt, seid wirklich gut aus, Käfig. Ja, das ist eben ein Deal, den man Gitter aufgetrennt ist, genau. Voilà, wo man aber auch einfach muss sekurisieren, weil auch am Anfang nach Haien die Halle ganz viel angebracht auf. Wir hatten 3-mal halt Fenster oder 2-mal hat man halt Fenster geschlagen, weil einfach Leute hier Sit over sich auch Haut nach spazieren gehen, auch noch während 10 Jahre drin auch den Koffer zu rekuperieren, den Hai an den elektrischen Leitungen loch, ganz viel. So. Die sind quasi industrieller hinkommen, der Koffer sicher. Ja.
Ja, das wäre 10 Jahre effektiv halt passiert. Wir haben hier am Anfang die ganze Elektroinstallation neu installiert. Hätte mir an Sing an, sie hat ganz gehen. Ja, aber okay, nee, mehr an so einer Industrieanlage, an die ganze Sicht von der Melze Schmelz, also nicht klang. Du siehst viel Stromleitung ja. Das war eigentlich, das sind Leute, die diese Stadt während 10 Jahre lang als Ressource genutzt haben und das illegal dann aufgebaut haben. Nee, voilà, das war das ist eine Kreislaufwirtschaft. Ja, genau. Und wie ist die Zukunft von der Ressourcerie? Also die Stecker, die dir da halt, also in dem Käfig. Ja, genau. Mein Stecker aus sich, da geht es erstens mal drum, für die Sammlung zu haben, wir können zu veranschauen, dass das Publikum auch versteht, wie der Prozess ist oder war. Wat hij gewalzt gouf, wie de Site funktioniert huet. Und dann aber auch einfach an du den Numm Ressourcerie, du kann in Ustra Schöpfe go, wenn man zum Beispiel Künstlerresidenzen hun, du hun dann Künstler auch Achse drauf, wenn sie irgendwie Schraube brauchen, weil sie irgendein Material brauchen. Das ist auf einem anderen Platz. Wir gehen nicht die Sachen, die man will präservieren. Natürlich, sie haben aber auch Achse auf Regale voll Material, was wir gesammelt haben, wo damit einfach kreativ geschafft gehen. Okay. Das ist ja nicht, dass die Sachen an den Gebäier angebaut wird, also später, ich weiß nicht, wie Management von der Halle oder... Also das, dachte tun wir effektiv am Anfang auch ganz viel gemacht. Wir haben kleineren Trappen, alle möglichen Elemente an den Hallen auch rekuperiert, die eigentlich zu Schrott sollten, voilà, die auch aufgebaut wurden. Und wir hatten da so ein Zeitfenster, wo man das noch konnte rekuperieren. Lo ist nicht mehr ganz viel da, das ist nicht mehr zu holen. Und da tun wir eben auch teilweise Heinis matt angebaut, respektive leidet irgendwo an einem Eck zu warten, dass es eine neue Tiefe kriegt. Das meine ich auch am Sinn von Agora, dass die Ökonomie zirkulär hier Sitz soll geliefert gehen, auch mit den Ressourcen, die lo an den Hallen nach du sind, noch die ganze Infrastruktur, Elemente, die aufgebaut gehen, die nicht sollen gehalten gehen, die sollen aber trotzdem irgendwo an den Zyklus vom Aufbau vom Quartier mit integriert gehen. Mit integriert und mit geschafft gehen, also die ganzen Ressourcen. Genau. Question. Ja, mir in der Schmalzarbeiter Müse auch schon erwähnt, hey, ob das im Sitkauf ganz viel geschafft, Layerbuden, schon viel persönliche Anekdoten hören, vom Joggen, den Velo, von Dating, bis er gefahren ist, für Neues frei und schnell noch sein Kuscht Velo gehen und dann frei angefangen hat. Gibt es eine spezifische Anekdote, die dich wirklich markiert hat von einem Arbeiter? Eine Geschichte die da ist ganz erzählen. Also schon irgendwie gefehlt, dass aber trotz der einfach auch schwere Arbeit, die er gelegt gauf, ein ganz solidarisch Team war, aber das war eine Art, wie sind das? Ja, das war eine Familie. Also das effektiv. Ich meine, du als zum Beispiel von unserem ältesten Mann war den Hang, den als sein Rezept für seine Wuppen auf der Heizung überdreht, die wir auch regelmäßig dann produzieren. Was einfach flott ist, als zu hören, wie sie sich früher demerdiert tun entre eux. Sie haben zusammen gekocht, es gab auf der ganz viele ganz warme Plätze. Sie haben Heizungen, sie haben Träger, die warm irgendwo gelagert waren. Ich habe noch keine spezifischen Geschichten dazu. Aber sie haben mit der Hitze gekocht. Sie haben hier Essen gekocht. Und du gehst dann eben auch von den verschiedenen Communitäten, sie wird die polnisch oder die italienisch, die auch halb den Schmalz geschafft und die Lützeburg. Du gehst da verschiedene Rezepte, verschiedene Spezialitäten. Und wir haben eben noch, wir hatten am D-Kollektiv zusammen geschafft, für ein Buch
zu machen, ganz am Anfang, 21 war das hecht guten Appetit, wo eben die Rezepte da abgegriffen gehen. Die in durchaus auch zum Deal du ihm noch kochen kann. Ja, ja, genau. Wenn er so eine schick Heizung hört, kann auch du seine Mettwurst noch dran machen. Die modernen Glattheizkörperin, du geht das nicht mehr. Das funktioniert nicht so gut. Nee. Die Hütze, die ihn da rauskriegt, also nicht wirklich genug, also nicht suffisant für du drauf zu brodeln. Mit war, ja, das war die Sache vom Kochen, wäre vielleicht auch so allgemein, dass sie sich hier Handwerksgeschirr auch teilweise selber gebastelt haben und noch Sachen, die sie daheim gebraucht haben, die gehen dann auf der Schmelz gemacht. Ich weiß nicht, wie ich komme leider nicht mehr auf den Ausdruck, wie sie das genannt haben, so am Genre den Batisel von Hai, wo sie sich dann einfach hier gläneren, hier war doch immer daheim gebraucht gouf. Regale, das gouf dann einfach auch Hai auf der Arbeit zusammen gebastelt, geschweißt. Voilà, ich meine, du goufet nicht wirklich ein klar Lin zwischen daheim an der Schmelz. Das war die Kollegen, die auf der Schmelz geschafft haben, waren Kameradschaft. Voilà, Familien, die sich kannt, das war ja viel mehr durchwurst. Das ist ja, wenn ihr das Haut guckt, Hummer, ich meine, nach Slomital hat Haut von allem Leute, die jetzt der Grenze wohnen, die hier in der Schaffe kommen, das nicht mehr die Communität, wie sie hier war. Das hat sich komplett geändert. Ja. Das war aber bei allen Schmelzen so, dass ja, die sich also zusammen, also das war, ja genau, ja. Das ja. war auch an der Lorraine so, das war auch am Saarland so, das ist wirklich ein Deal, wohin auch zum Beispiel Völklinger Hütte, also ein Beispiel, wo die Communität nur der Schließung von der Hütte direkt sich matt impliziert gouf an Dobauen von dem Industriepatrimoine. Ganz benefik, ja. Da waren wir ja im Februar. Genau. Auch den Episode können ihr nach ein Jahr nur lauschen auf all die gängige Podcast-Plattform. Pardon, ich wollte nur just ein Jahr ausstehen, weil das doch ganz impressionant war, ein bisschen noch den Werdegang erklärt zu kriegen, wie aus der Schmelz das echt Weltkulturerbe von der UNESCO gouf, was industriell war. Genau. Ja, das ist wirklich spannend. Du bringst aber auch ein bisschen denkpersönlich Arbeit mit an Ferroforumland. Du bist Innenarchitektin. Wie ist das geschieht? Natürlich ist direkt mit meinem Beruf zu dienen, dass ich schon gelernt habe. Natürlich echt immer zu dienen, dass mein Pap Ingenieur auf der Arbeit war. Mein Bub auch schon. Und schon eben eine ganz große Sammlung daheim gehabt, wo mein Pap voll gestorben ist. Schon de mich kennengelernt am 1535 und ich wusste, dass hin so Sachen gibt sammeln. Das war so den ersten Kontakt an den großen Mischischen von einer Bananenküste weiß meine ganze Sammlung bräuchte, weil ich wusste, dass hin so ein Projektwelt aufbauen mit einem Archiv. Und die Misch hat die auch dankend entgegengeholt. Und irgendwann hat die Misch versucht, so, wir sind am Gange, da für ein Forum zu gründen. Hast du keine Lust, einfach da mitzumachen? Voilà. Wo Stunden bis aus der ersten Gründungsreunion rauskam, war ich Sekretär. So war das gegangen. Und ja, wir haben noch angefangen, ich bin noch regelmäßig mit an den Anfang eben Botzekiere Raumen, auf den Sitz raus, schaffen kommen, wirklich viel am Atelier mit angehabt, an meiner Freizeit. Und du löst habe ich mich mit mich zusammen die ganz Administrativsache gekümmert. Und sind du löst eben an die Rolle gerutscht, an der ich Haut sitzen. Voilà, an die man noch immer ganz viel Spaß macht. Ich meine, im Moment wirklich den Deal hier half Ferroforum, half aber nach meiner Innenarchitektur. Ja, da wollte ich dich auch noch ein bisschen freuen, weil du bist spezialisiert auf du musst mir das selber erzählen. An meinem Beruf? Genau, an dem Beruf. Ja, ob Renovation für allem. Also mich sehen die alte Küste schon mehr wie die neuen Sachen. Was das für dich eine alte Küste? 40, 50, 80, 200 Jahre. Wie frei, oder? Nein, das hängt davon auf. Also ich muss noch kein 20er Jahren, das sind so die, wo ich wirklich gerne mache, 20er Jahre, 1920, die Zeit. Aber auch, es gibt noch ganz schöne Sachen aus den 70er Jahren, wo Demos aber auch nach schön gebaut wurden. Das ist ja schon ganz alle Sachen. Aber die wirklich architektonisch Wert haben,
Ich fand immer spannend für so ein Gebäude umzugehen, wo über die Jahre renoviert gouf, wo so lauter Layers drauf kommen aus den, wenn ich zum Beispiel Gebäude aus den 20er Jahren da sind dann Bierdem an den 50er Jahren drauf gelöscht, gehen dann kommen noch ein Lino drauf, ob den 50er Jahren Tappi und dazu für das also genau, das ist ein Zucht, ein archäologischer Approach, für das also zu plecken, rauszuschielen, an den initialen Zustand rumzufahren, die schön all zu Bierdem. Auch vielleicht alle Tapeten zu degagieren und das dann zu verbinden mit neuen Elementen, mit neuen Mobilier, mit, voilà. Das also so wie ich die Sache gerne gehen. Weil es dein Cap beim Schlag kommen, was ich klift. Schon du vor Layers. Nehmen wir das davon das könnt ihr vielleicht auch nur klären. Genau, das machen wir dann privat. Das heißt, du schaffst, das können ja Häuser sein von persönlichen, also persönlichen Gebrauch oder auch. Ja, für allem. Ja, am privaten Bereich. Ja. Aber ja, dieser Valeur von den Kuschen, dass das ganz ein Seel, also die Seele genau. rausschälen. Das eben das geht mal um die Seele. Das ich meine schon. Wo man dann noch quasi schon am Ferroforum wären. Ja. So geht es ja um Seil. Ja. Seil von der Region ein bisschen. Ja. Auf deiner Website hast du auch etwas, was als Region wirklich charakterisiert. Du hast so ein Front Detail auf deiner Website, den bei About Me gesagt, den aus vom Lallinger Biersch, dem ehemaligen Baugebiet auf der Kopf, Hanna Schöffling, du bist Schöfflingerin. Für was hast du den Front Detail auf der Website gesagt? Was tut ihr mit Architektur oder Innenarchitektur? Nicht mehr bedingt etwas zu ja. War das, also ich spüre mich durch und durch Mineta. Ich finde die Region halt wirklich gern. Und ich schöpfe ganz viel Inspiration an der Natur, an der Textur, an den Texturen, an den Farben von der Natur, vom Himmel, von den Gräsern, aus allen Saisonen durchmischt. Und das ist etwas, was mich immer nicht inspiriert für meine Arbeit, für Kompositionen von Farben. Voilà, das stehen die Front Details für mich so, das sind meine Wurzeln, da sind ich daheim und da schöpfe ich ganz viel draus. Du gehörst ähnlich wie ich zu einer Generation, die auch mitkriegt, was es denen Baugebiete gegeben hat. Die zwar nicht von Anfang an lief, wo sie zugemerkt haben, mir relativ frei schon realisiert haben, was da alles entstehen gibt. Wie weit gehören die Baugebiete der Stronach und Diedling für dich auch zu als Industrie? Ah, absolut. Also das meine ich als ein Deal, wo auch zu der Mission von Geschichtenzählen absolut auch heute zum Ferroforum gehört. Da haben wir auch die Promenade-Geologiken, die wir organisieren mit Robert Mackel, Geolog, den ist wirklich kanzielle, wo das Eisenerz, für was haben wir überhaupt die schwere Industrie, die letzten 150 Jahre gehabt, das ist die Eisenerz, die Basis, da leidet alles drunter und das ist eine geologische Geschichte zu erzählen, dass die ultra spannend ist und dafür holen wir das auch ganz gerne mal an als Programmation ran, für da können die Ursprungsgeschichte natürlich auch zu erzählen. Und natürlich gehört den Tagebau durch die ganze Minute dazu, und auch die Entwicklung. Das mich wundert, heinst du, wie das also von der Administration, von der Naturverwaltung, wie das gehandelt wird, dass das teilweise auch wirklich bewusst immer nicht kahl geschlagen wird, wo Beam Wurzeln die Beame weggeholt. Das ist eine ganze Programmation, die ich nicht vorstelle. Ich fand es interessant zu sehen. Es gibt sich ganz viel mehr gemacht, es gibt ganz viel Summen investiert, für das Tagebaugebiet zu erhalten. Mit den Pflanzen und dass die Approche, die am Endeffekt dazu gefordert hat, dass man zum Biosphärenreservat gehen, weil sich Naturverwaltung die mehr mischt. Und die andere Seite von der Grenze geht, an Tagebaugebiete, zwischen Jordan Hazing beispielsweise, du hast nichts dran gemerkt, du stehst unter Tor im Busch. Ja, genau. Wie das immer so the bigger picture als für mich, wie weit will man da immer als Menschen ergreifen? Ja. Also nicht auch vielleicht irgendwann denken, so, lass mal vielleicht einfach mal verschiedene Situationen einfach nicht gewähren. Wie weit musst du mir immer als Mensch als Patten an allem dran haben? Das ist das, was mich so ein bisschen
Aber bon, das ist eine Diskussion. Du könnte man da vielleicht bei uns ein Did You Know kommen? Did you know? Weil so Patten dran und an angreifen, das geschließt sich halt quasi drin und kann der ja was besonders geschützt wird an der Kehrzone von der Minat-Biosphäre? Also nicht ein Piperlick? Piperlicke gi geschützt, aber nicht besonders. In Filchen, also den Uhu. Das ist viel schön. Also die Filchen, die am Gras nicht, ich weiß nicht, wie ihn hieß. Das bestimmt den hier, an den heißen Gräser sich Nester hat, aber wohin dafür auch über die 6 Monate oder März bis September nicht soll du hin der Triple gehen. Ich komme aber nicht mehr auf den Namen von der schon. Ich dachte, du darfst du in der Triple gehen, wenn du auf der Wehr bleibst, wenn du Hund, deinen ja, Hund an der darf. Länge hältst. Genau, ja. Aber da sind ganz Zonen, die da geschützt sind, weil ich absolut begrüßen, weil wir als Menschen immer mehr, wir müssen überall können hingehen, aber wo Leute sich auch effektiv angeengt fühlen. Pardon. Beschleierchen. Beschleierchen. So hieß sie, genau. Ja, Beschleierchen. Als kein Adler. Ist nicht viel mehr groß wie ein Spatz, Das ist ziemlich unscheinbar, meine ich. Also, gut getan, wenn so ein Boden sitzt. Voilà. Und als ein von den Spezien, die ganz besonders geschützt gehen am Biosphärenreservat, mit einem großen Programm, du wennst geht auch immer entbuscht, für dass die große Wiesen, die so ein Beschleiersche braucht, die zum Teil aber 6-7 Fußballsterrain als Revier braucht, für über zu Summer zu kommen, für dass die abgehalten gehen. Und es gibt die 35 Brutkoppeln hier am Land. Von der 28 Territoire von der Minat-Biosphäre. Okay. Und hier das größte Siedlungsgebiet ist der Lallinger Birsch. Da gibt es 10 Koppeln, die Jahr für Jahr dahin zurückkommen, weil da so ein Plus noch ein Zug voll. Das klingt beicht flitt am September bis an Italien. Okay. Das ist bei mir daheim. Ja. Für sich da am Winter also ein bisschen mehr Sonne auf den Pelz schenken zu lassen. Er könnte dann am März rum, für dann die Klang abzuzeigen. Okay. Geht da ein, was immer wie Beschleierchen auf Französisch oder Englisch heißt? Auf Französisch ist es Alouette Lulu. Okay. Dann ist was Geht immer cute. Und auf Englisch ist es ganz einfach Woodlark. Ah ja. Okay. Ah, Little Luck. Quirky question. Du warst studieren gegangen und der Wunsch der war Produktionsdesigner. Als Produktionsdesigner zu schaffen, als das So am Film oder am so. Film, am Nee. Regisseur, am engen so eine Regisseur, Idee. Ja, nee, Aktor, ja, ja, also ich kann mich erinnern, also ganz langer Zeit, dass schon du effektiv, dass du da etwas daran geschafft hast. schon am Theater geschafft. Genau. Also schon ihre Innenarchitektur studieren war ich auf Filmproduktionen geschafft, für Taschengeld zu verdienen. Ja. Hun sur le Tag geleiert und so weiter. Und das war auch sicher ein bisschen so die Fiernis enke können an den Film zurückzugehen. Ja. Hun du aber décidéiert Innenarchitektur zu machen, scheint eine große Schwester, was auch an dem Bereich studiert hat. Und das hat mir schon relativ zugesagt. Dann schon gedacht, wenn du das bis beherrschst, wo du kriegst du ganze Coop Bagage mit, was du auch kann am Film dingen, dann kannst du vielleicht zweispurig fahren. Und das ist mir dann irgendwo am Anfang auch gelungen, dass ich als independent war schon ein Jahre bei Architekten geschafft, und dann war ich independent. Du konntest zweigleisig fahren, einerseits die Innenarchitektur machen, Privatprojekte, und auf der anderen Seite Theaterproduktionen. Du sind ja aber ein Theater geraten, schon ganz viel mit Maskenada geschafft. Ja, genau. Du Dekoren an allen möglichen und an unmöglichen Plätzen aufgebaut. Voilà, und das hat sich ein 10 Jahre meine schon statt gemacht, und dann habe ich mich zusehends mehr auf die Innenarchitektur konzentriert. Ja. Ich stelle mir vor, du wärst am Film blieben. Und du wärst Production Designer, du real gingst haut Kulisse für irgendwelche Großproduktionen können machen. Ging du Regisseur, mit dem du unbedingt willst zusammen schaffen? Gut vor. Oder anders, wer so ein Dramregisseur. ein Dramregisseur oder so ein Dramstoff, von dem ein verfilmt wird, wo du siehst, boah, da will ich einen Dekor machen. Also den Wes Anderson, den so ziemlich
witzig Dekoren immer holt. Den hat fantastisch Dekor. Ja. Genau, du weißt anders. Es gibt ja schon andere Web. Ich war mir ganz sicher. Das wäre fun für der Dekoren zu machen. Aber bon, effektiv finde ich mal die... ja, das... Es schaffen eigentlich lieber an der Realität, an dem, wo wirklich no, Dekoren als etwas, das relativ kurzweilig, halt ganz viel Energie an, dass du nun ist fort. Bleiben, besonders am Theater, bleiben da keine Trassen davon, also vielleicht auf falsche Fotos oder so. Es schaffe lieber an dem, was ein bisschen mehr langfristig und nachhaltig ist. Dafür auch voilà, dafür mich auch aufgewandt von Enker vom Theater. Okay, dann die Damen sind da bereit. Yes. Dann gehen wir los, Bühne und do für unsere Quiz-Time. Ah ja. It's quiz time. Na ja, ich gebe ich mal ein testen, was den Alter von dem Sitai anbelangt, von der Matze Schmalz. Wenn ich meine dir, dass die gegründet ist, 1821, A, B, 1871 oder C, 1921? Also, du hast für drunter gesagt, Ja. den Atelier Central wäre von 1913. Ja. Also, kauft die Schmalz ja da wahrscheinlich schon 1921. Ja. Nee. Dafür machen wir die Quiz mal am Schluss. Wie weit gehen wir zurück? Weil 1871... Ich gebe lo... Ja, ich würde das nur so an. Ja, also 1821 wäre ja wirklich frei. Ich meine noch recht, dass du Ja. 1871 war. Richtig. Gut. Hat auch schon Bravo. wirklich, aber Ja. das ist ja auch wirklich schon lange her. Ja, genau. Das war eine von den echten Schmelzen, die hier an Sterne sind. Ne? Du sind ich immer ein bisschen befangen, weil ich das nicht so ganz genau ranhauen. Ja, da definitiv einer von den ersten. Es war auch, also ich denke kurz zu dem 1913, par rapport zu dem 1871. 1871 ist wirklich gegründet worden von den Gebrüder Metz. Metz und Tasch, meine ich, waren. Dafür hieß sie oder so. Genau. Lo. Hence the name. Sie ist 1911 als Darbeit gegründet gehen und hat die Sitz 1913 überholt und erweitert. Das ab dem Moment, wo er auch wirklich gewalzt geht, weil vier Drogenschüsse Goss produziert und dann exportiert, ob einer Schmelze für gewalzt zu gehen. Recht 1913 mit der Erweiterung, also du wirklich als integriert Schmelz. Also, das heißt, bis dahin war am Anfang selbst wie die Völklinger Hütte, wo wirklich Schüss Goss produziert ging, aus denen du nur 2 Jahre nicht verschafft Ja. Ich überlege gerade, ob 1871 gab es überhaupt schon den Steam Train. Ja, doch. Ja, die gab es schon. Den Zug, so hast du schon gefahren. Okay. Du kannst aber meine Stunde Goss von Ja, hier aus weil- am Nernert-Walzweg transportieren. Ja, absolut. Ja. Das hat auch, ich meine, das war auch eine Voraussetzung, dass die Schmelzen sich konnten so etablieren, dass die das möchte sein, Verbindung über Ja, weil für drunter Schienen war ja auch funktioniert. Dommedange an der Stadt. Und dann genau. war Teil, also Ja. war den Eisenerz und da war auch die Verbindung, also von den Ja. ganzen Sachen. Ja. Das ist ja bis an den Zweiten Weltkrieg ist ja ganz viel vom Eisenerz, ja, entweder auf Dummelding oder auf Stangeforder und Schmelz gefordert gehen, wo ja auch noch groß Wirker waren, Ja, wo geschafft gehen hast. Ja. Ja, weil ohne Zug ist das ja überhaupt nicht dankbar. Also am Kam ja schwer, Beim Horse and in Cart. der Zeit. Vier und alle. So, und dann hatte ich noch eine Zweitfrage, liebe Equipe. Das wäre, wie viel Arbeiter schätzt dir, dass er an den besten Jahren geschafft hat? Wo die Schmelz wirklich auf vollen Touren gelaufen ist? Also, das ist eine Grafschätzung, weil die genäht Ziffer und die Schiffer mir auch nicht. A, 1500 Arbeiter, B, 4000 oder C, 8000.
Also die haben ja ganz viel Tonnen Stuhl verschafft. Also jetzt so bis- Tausenden an der Stuhlindustrie hat sie letzte am Heichpunkt geschafft. Also mit gouf méi der schmelzen. ja, ja. Vielleicht ist Ah, ich 8000 ein bisschen heiß. Ja, weil ich gebe so an 4000. Also Ja. was Männer mit Das ist auch schon viel. 4.000 sind doch schon genug. Mir wat die hun op 3 Schichte geschafft. Dat wären da so graf 1500 pro Schicht dacht der Christopher Stell Stoll dich all die Wallungen für. So wie zu Amsterdam auf der Goa. Ja da ging noch 4.000. 4000. Du leider auch richtig. Ja, gut geschafft. Bravo. Es net dacks 4 kommt das Jahr, dass man 2 frohe richtig beantworten kommt. Kind so vor. Ma dann du so mehr der Film Merci für das Gespräch, Merci für den Accueil hier am Zentralatelier von der Metze Schmelz beim Ferroforum. Vielleicht denke ich kurz, wenn ich mehr über das Ferroforum will gewur gehen, wenig können erst am Januar, Februar, März beginnen oder ist das echt dann an den Moment, wo du ein bisschen mehr warm ist? Wir fangen eine Saison nächstes Jahr voraussichtlich so ab Mai den Dreh mit normalerweise mit der Kirmes. Das so die Arbeiter Kirmes fängt dann als Tradition zu gehen, da fängt man eine Saison gerne an. Und dann zweit davon, das sind wir noch am Gangen, wir sind eifrig und planen. Das könnt ihr finden auf unserer Website, wo wir das dann affichieren, www.ferroforum.lu. Also Auch alles verlinken in den Shownotes. Mit all den anderen Sachen, die wir immer gesperrt haben. Du werdet dann auch, wenn der Welt, wenn der du lernst, geht, Büschleier schon ein kennenlernen wollt, da gibt es einen wunderschönen 12 Minuten langen Film, den hier an unseren Naturschutzgebieten gedreht wird, wie wird die kleinen Filzchen, den haben wir auch da verlinkt. Cool. wunderbar. Ja. Wenn wir das Was gucken ich mal. auch noch so wollte, also wenn den an der Metzer Schmelz matt schaffen will, weil sie Participation citoyenne ist, den kann ja dann die Pionieren Metzer Schmelz oder auch was Agora Obit, also für Participation citoyenne, machen nächstes Jahr. Genau, das ist den Zukunftsrot, den Genau. Agora organisiert, wo sich Citoyen, also ja, da wo von der Gemenge rundherum können sich melden, für Genau. einfach konkret mal zu schaffen, für Ideen auszuschaffen, wie die Karte hier soll sich entwickeln. Und du können ein bisschen Aufschluss holen drauf. Den verlinken wir dann noch, den Zukunftsrot von der Agora 4, das von der Interesse hat, dass der erste wirklich an der Entwicklung von der Metze Schmelz könnt man abbringen, die als wahrscheinlich dann auch noch die nächsten 15, 20, 25 Jahre oder mehr begleitet werden. Ja. Das wird nicht von Haut auf morgen geschehen. Von Haut auf morgen dann aber erst nach ein dicke Merci für die Nullausstrahlen, #MinetMashup für uns immer zu suivieren. Und wir melden uns dann im Januar mit einer neuen Serie von Gästen. Ich werde immer wohl nicht verguten. Los, dich überraschen. Ciao, ciao! Alles Gute, Maja.